Die Abenteuer von Michael und Ochin gehen weiter bei einer neuen Runde von Pikmin 4 auf der Suche nach Captain Olimar. Und ich hatte gerne eine ganz verrückte Idee, Freunde, können wir mal ein bisschen tunen. Ich liebe Wissenschaft, hihi, Labor, Labor. Dann leg doch mal los, hihi. Items, haben wir glaube ich schon alles mal ausprobiert. Zum Teil schon mal länger nicht mehr benutzt, das stimmt auch. Noch ein Untätigkeitszähler, ein Kabelverstärker, wir können ein paar Dinge noch kaufen. Gerade auch, denke für Ochi, ne? Er hat zwar... Stimmt, er hat mittlerweile ein Ding. Luftschild für Ochin finde ich eigentlich noch sehr, sehr clever. Ein Feuerschild hat er mittlerweile, ja, der gute. Dreifachschlag. Nutzt er sowieso nicht wirklich. Frostschutz, ja, hätte ich auch gerne. Anti-Haftstiefel, Giftschutz für Ochin. Noch 95, Luftschild für mich selber. Ja, behalten wir noch. So. Wir gehen weiter. Immer weiter. Die Beginn ist startbereit. Wir waren unter Ziele-Koordinaten. In diesen Gebieten. Haley. Nein, Ellenversteck immer 3%. Ja, wir haben ein bisschen was gesehen letzte Folge, aber nichts eingesammelt davon, ne? Weil er erstmal eine neue Basis erkunden wollte. Das ist mein Geschmack, dauert das Laden noch ein bisschen zu lange, Freunde. Vor allem, weil wir das Heldenversteck jetzt die letzte Folge auch, also sprich die letzten 2 Tage, im selben Gebiet waren. Wenn es ein neues Gebiet wäre, würde ich jetzt nicht sagen, weil ja auch aus dem Cache und so alles leeren muss. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hilft es auch, wenn ich... Das war bei Pokémon, kam es in Purpur, ist mir auch aufgefallen. Wenn du wieder mal so Frame-Einbrüche hast, wofür die Spiele ja berühmt sind, dass es dann hilft, wenn du nicht nur das Spiel neu startest dann, sondern auch, wenn du die Speicherdaten nicht auf deiner externen SD-Karte hast, sondern im Systemkern tatsächlich. Also bei mir zumindest ist es tatsächlich so, dass das besser funktioniert. So, das ist mal so am Rande. Ich nehme jetzt tatsächlich noch ein paar rote Pikmin mit, weil Felspikmin, ja, noch 11 Stück, das ist mir gerade ein bisschen zu heikel. Olimar war hier, ja, er war hier. Geht's wieder weg. So, natürlich ein gutes Versteck hier. Moss wird natürlich auch gleich wieder irgendwie aufgetanzt kommen. Ich frage mich gerade, ob das Ding hier, was so ein Knäuel ist da oben, das man runterlassen kann. Ich muss erstmal da hoch, ja? Das dürfte die Schwierigkeit sein. Nehmen wir die roten mit. Und ich weiß immer noch nicht, davon ist übrigens Moss gerade gesehen, weiß immer noch nicht, wofür die gut sind. Da ist noch ein Rätsel. Warte mal, wenn wir hier eine Abkürzung in das buddeln können, macht das doch mal. Sonst denke ich mir gerade, ist hier verdammt schwierig, da irgendwie hinzukommen, wa? Also, sieht zwar alles irgendwie cool aus, aber du kannst irgendwie so wenig machen, gefühlt. Ein bisschen fies, ja, was wir gerne machen. Ich war jetzt nicht das Problem, Freunde, bei Moss gerade. Im Gegenteil.
Aber ich wollte gerade sagen, es sind die anderen Pikmin nicht dabei. Und Feierabend. So. Insofern geht Mars natürlich, sage ich jetzt mal, relativ schnell, ist einfach nervig. Genau, hier ist das Problem, ich habe keine Ahnung, wie ich hier irgendwie weiterkommen soll. Zumindest vorerst noch nicht. Aber dank gelben Pikmin haben wir doch jetzt etwas gesehen. Was macht ihr da oben? Ah, ich bin hier! Ja gut, aber die machen ja gar nichts, ne? Die stoßen einfach runter, aber kann die sowieso nicht erledigen, nichts machen, also insofern. So, was ist denn jetzt eigentlich hier? Ah, also doch, aber ohne Ochin halt. Okay, ist eine neue Karte. Wir können noch mehr von denen mitnehmen, aber wozu? Wir haben hier unten genug, finde ich. So. Nochmal hier entlang gucken, ob wir hier irgendwas noch verpasst haben auf dem Weg da oben hin. Eigentlich nicht, ne? Wohl ihr könnt... Ah ne, ist gerade schwierig ohne Ochin. Ich wollte gerade sagen, könnt ihr eigentlich mal Ochin mitnehmen. Hä? Oh, nicht euer Ernst, scheiße. War neues Hauptquartier, schnell. Mann! Okay, der ist aber echt mies. Also wirklich hierhin ist ja nicht gerade... Na, sag jetzt mal, ne? So. Dann kann ich mit dem Pikmin wieder hierher kommen, also die Karte hier abliefern. Macht auch schon so schön. Oh. Toll. Ich wollte eigentlich, dass die Bombe mitnimmt. Die Bombe. Wo kann ich die hier überhaupt einsetzen, ne? Eine andere Frage. Ja, das mit dem Gebiet, das mit dem Symbol ist mir soweit klar. Wahrscheinlich ist hier oben. Denn hier oben noch irgendwas? Ne, da haben wir schon geguckt, Klar, ich kann hier wieder ein paar Dinger mitnehmen, das stimmt natürlich. Das heißt, warte mal. Huch. Das Ding geht ja auch. Wir können nur auch effizienter, Mann, arbeiten, aber ist mir momentan eher unwichtig, muss ganz zu, also unwichtig. Sekundär, Ich will es auch nicht zu sehr stressen lassen, ehrlich gesagt. Liegt daher erst einmal den Fokus überhaupt hier ein bisschen zu entdecken. So, also kommen wir zu Ochin. Okay, warte mal. Das heißt natürlich jetzt auch, ohne Ochin zumindest komme ich da jetzt auch relativ gut darüber. Ja, aber eben wie gesagt, er ist halt ohne Ochin. Nee, so geht's gar nicht, okay. Ist nur ein One-Way. Gut zu wissen. Was holt sich gerade noch? Zack, zack. Schnell auf.
Das Ding haben wir schon gesehen. Müssen wir mal gucken, was wir hier sonst noch so haben. Das Bild, da können wir auch mitnehmen. Ich weiß gar nicht, wie ich da überhaupt an gewisse Orte rankomme. Ja, das ist auch was. Okay, warte mal. Die Abkürzung haben wir also. Bis dahin, okay. Die Karte haben wir, da ist doch auch gut. Moss ist am Regenerieren, das gefällt mir gerade weniger gut. Dem kann ich nichts machen. Hier haben wir wieder das Lager, wo wir schon mal waren gerade. Die Frage ist, ob ich fast schon wieder in den Untergrund müsste. Na egal. Wir holen erstmal das Ding noch mit. Also bringen sie ja eh dann nachher hier hoch. Das ist soweit ja gut. Jetzt müssen sie es auch noch am Most vorbeischaffen eigentlich. Der müsste, glaube ich, noch immer außer Kontrolle sein quasi. Ja. Wir sind noch KO quasi. Okay. Dann gucke ich doch mal währenddessen, was denn hier oben so abgeht. Ich komme sogar nur bis hier hoch. Das soll mich jetzt auch nicht weiter stören. Nochmal ein Untergrund, also sprich eine Höhle. Ja, das sind Hundis. Einheimische Ochins, kann man auch sagen. Nein! Ah, ich wollte auf das Vieh los. Voll vorbei. Ja, so geht's. Ich wollte schon sagen. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. So. Die bringen das hoch. Schaffen sie es noch vorbei am Moss, weil wir doch mir gerne hier oben den Ding holen. Tatsächlich. Den Untergrund, weil, naja, huch. Ah, warte mal, hier ist auch noch so ein Ding, dann komme ich da hin. Das ist aber in dem Fall noch höher, oder? Ja, der ist da ganz oben, sieht man kaum. Ist die Frage. Hä? Da ist mal fies. Ja, aber hier, eine Höhlenverbindung. Hier hoch, also hier hinten ist die, muss ich da hin, also kann da den Funk noch wegschieben. Dann hier so, hui, hier haben wir noch ein paar Schätze. Eine Zwiebel, die kann die eine Leiter noch runterlassen. Okay, okay. Ja, war, glaube ich, die... Was, die Eiszwiebel, die wir gesehen haben? Genau, für die Eispigmin. Okay. Mal ganz kurz, aber die müssen es eigentlich da ins Gebiet zurückschaffen. Da fehlt noch eine Spielkarte, ne? Sehr gut. Die Pikmin da nämlich auch in Sicherheit. Das heißt, ich gucke mir mal an, was hier gäbe. Plünderpalast. Alles in dieser Höhle erinnert mich an zu Hause. Mit den Kindern spielen, am Tisch mit der Familie eine Mahlzeit genießen und der Hund schnappt sich meine Beilagen. Die ganz normale Routine des Alltags. Sieht 29 Schätze. Ui, aber es sieht relativ freundlich aus von dem her. Du kannst bis zu 3 Pikmin-Arten auswählen. Nee. Nee, ich habe zu wenig von dem Felspigmin. Dann breche ich ab, kaum. Machen wir das später. So, während Moss noch dabei ist, weiß gar nicht, da muss ich eigentlich wegschieben können. Ne? Natürlich nur von der Seite.
Ne, schöne auf eine Abkürzung. Sehr gut. Rutschen eigentlich so auch, oder? Nö, da kein Bock. So, dass der schon mal aktiv ist, natürlich sehr gut. Ich weiß nicht, ob Moos uns überhaupt folgen könnte hierhin. Ist mir gerade auch egal, ehrlich gesagt. Oh ne, das ist wie schon wieder. Was, ne? Dann geht's wieder gut. Die Frage ist gerade, ob er das Ding noch schnell aktivieren soll. Sehr gut. Zehn Pikmin mehr, war also 90 in dem Fall. Du kannst jetzt 10 Pikmin mehr mitnehmen. Ist das nicht geil? Doch, durchaus. So, lass mal den Pikmin in Ruhe. Gestorben bisher 0. Okay. So, alle dabei. Eben können noch 10 ins mitnehmen. Die kann man ganz kurz noch gucken. Weil Zeit haben wir ja. Drüben ist auch noch ein Schatz. Ich glaube, den kriege ich jetzt nicht mehr auf die Schnelle. Aber da kann ich mal noch runterholen, ne? Okay, nachher darüber. Das machen wir dann natürlich im nächsten Part. Vielleicht kommt sogar darüber. Das ist nochmal ein Dandori-Duell. Ja, darüber komme ich nicht, hä? Ja, man kann sagen, trotzdem wieder mal ein gelungener Part, der Folge besser gesagt. Aber gut, dann heißt natürlich, dass die Dinger muss ich irgendwie auch von oben her aktivieren, ne, damit dann nachher hochgeschleudert werde. Okay, okay. Ja, dann macht alles mehr Sinn. Wieder mal keine Höhle gemacht. Ja, ich weiß, shame on me und so. Aber ganz ehrlich, wir haben so wenige Fels-Pikmin und ich glaube nicht, dass wir da unten eine schwarze Zwiebel finden, oder Entschuldigung, eine Felszwiebel, will ja natürlich politisch korrekt sein. Oder eine Zwiebel für die Fels-Pikmin. So. Jetzt wäre natürlich noch eine Frage, die man sich stellen könnte. Wo zum Beispiel ist eine schwarze Zwiebel überhaupt? Oder Felszwiebel? Viel Glycerin, Freunde, viel Glycerin. 8%, yes, Mann. Und keine Pikmin verloren, yes, Mann. Wir sind so gut, so gut. Herr Chefin, das ist aber so eine Bärna für die Rettung. Stimmt, vor einigen Jahren. Man sagt ja, stimmt, ich kann dieses Päckchen schneller als jeder andere ausliefern. Oh, wenn es etwas merkwürdig ist, ja schon. Aber jeder hat nur so ein Päckchen zu tragen. Das ist irgendwie wahr. Tag 29, Rettungsmission. Ja, immer zu finden ist schwieriger als gedacht, muss er zugeben.
Das dauert, das dauert. Und vor allem, wir sind erst bei 8%. Gut, 15 Schätze. Da ist schon mal ein bisschen was. Das ist immer schon mal ein Sechstel aller Schätze. Also schon über ein Sechstel. Heldenversteck. So, während das lädt, kann ich mal ganz kurz einen Schluck trinken. Ich meine, ist natürlich auch cool, dass sie einen Ladebalken eingebaut haben. Aber cooler wäre es gewesen, wenn der Ladebalken ein bisschen schneller wäre. Ich weiß, meckern auf hohem Niveau. So, für uns geht es also oben hinaus. Mal gucken, ob ich die roten Pigme mitnehme. Die kommen mir gar nicht mal so schlecht, auf die Felsen zu verzichten vorerst, weil ich komme relativ schnell wieder hier hin, wo ich hin will. Ja. Ah, die Karotten, stimmt, die habe ich komplett vergessen. Ja gut, das Problem ist halt, tauchen trotzdem wieder auf. Also angenommen, ich werfe dann eine Pikmin-Karotte hin und dann gehe ich mit ein paar Pikmin nach oben, etwas ja, erforschen quasi, gucke mir diesen Hines an und sage, hey, nimm doch das und das mit, die und die Schätze. Und unten war dann schon wieder Moss, das ist nicht so geil. Nimm ja mal 20 von denen mit. So. Ich könnte zwar eigentlich noch etwas machen, Freunde. Oh, war der falsche. So. Da haben wir noch eine Spielkarte mitkommen, dann also zu Olimar. Da haben wir das Dandori-Duell. Zack, zack, da haben wir das Ding. Was mitnehmen, dann kann ich mich rübergehen lassen. Also das haben wir relativ schnell, außer das Dandori-Duell. Dann, wie komme ich von hier nach da rüber? Das könnte schwieriger werden. Ich müsste eigentlich von hier dahin, aber wie? Habe ich dann eine Abkürzung oder so? Der ist für den Boden, das heißt, ich muss irgendwie da hinkommen. Aha. Ah ja. Ich muss also hier hin, damit ich hier hinkomme. Das ist also die Abkürzung quasi. Gut, ihr habt trotzdem bisher nur eine Eiswübe gesehen. Hier habe ich blaue Pikmin. Das dürfte auch klar sein, genauso wie für... Also man kann es zwar ohne machen, aber... sich einfacher mit. Hier haben wir noch ein paar Schätze mitzunehmen. Wenn wir die platt machen, wissen wir jetzt auch. Okay, also blauer Pikmin hier mitnehmen, das geht dann. Dann wäre ich hier eigentlich so weit durch und könnte dann hier weitergehen, weil ansonsten hier drüben... berühmte Treppe, da waren wir ja auch schon, da gibt es auch nicht so viel jetzt. Hoch geht es gar nicht. Eine Zwiebel für die Felspigmin fehlt mir tatsächlich noch, die haben wir immer noch nicht gefunden. Da ist der fette Kolosso. Da können wir eigentlich auch hier nochmal ein bisschen umgucken, ne? Yes, Moss, ja, also das wäre eine Option. Hinzugehen, damit ich noch ein paar Dinge einsammeln kann, das würde also funktionieren. Hier wäre das der normale Kampf oder Duell, whatever. Ja, hier auch schon. Hm. Oh, das ist ein Schalter. Ah, das ist dazu da, um das Wasser abzulassen. Oh, super, ey. Haben wir vorhin gar nicht gesehen, den Schalter. Scheiße. Okay, ansonsten scheint das Gebiet dir so weit klar zu sein, oder? Eben mit dem Zusatz, dass ich zwar hier durchaus eine Eiszwiebel habe, also die Eispigmin, aber die Felspigmin fehlt mir halt immer noch. Aber eben, ich meine, es wird hier vermutlich irgendwie weitergehen. Ich gehe jetzt mal stark von aus. Ja, davon kann man wohl ausgehen. Ist auch noch etwas? Ja, nochmal ein... Hab das Ding eigentlich schon aufgemacht hier? Ne, das auch noch nicht. Also ein paar Schätze haben wir schon noch, die wir hier nochmal holen können. Haben wir schon markiert. Okay, was ist denn hier noch? Hey, kam der auch runter hier oder was? Das Ding fehlt ja auch noch. Da ist nochmal etwas.
Okay, also mache hier nochmal eine Markierung, damit klar ist, dass ich hier nochmal zurück muss. So. Fertig! Fertig! Oh ne, schon wieder. Und rüber da! Hui! Moss, ist er auf dem Weg hierher oder ist er nicht auf dem Weg hierher? Ist bei ihm ein bisschen schwierig. Aber solange er uns nicht sieht, ist er nicht auf dem Weg. Die Pikmin sind, glaube ich, relativ egal. So. Und ich muss das Teil noch irgendwie aktivieren. Wenn ich halt darüber komme. Also das Vieh von Ocarina of Time, was er gerade gespielt hat. Klang grad so. Ja gut, aber... Hä? Oh nee, Moss. Also, das Ding muss also noch... Moment. Das ist aber nicht so, dass sie miteinander geschaltet sind. Wenn den einen ausschalte, ist der andere automatisch an und so. Da jetzt mal schön fies. Doch! Ha! Was eine Sau! Okay. War nur 5 Stück da drüben, ne? Oder, warte mal. Bin ich doof. Ja, aber genau das wollte ich ja nicht. Oh Mann, das ist mit der Kombi echt schwierig, ganz ehrlich. So. Dann bleibt ihr hier. So. Dann gehen wir jetzt mal schnell darüber. Dandori. Du Dandori, ich Dandori, hier Dandori. Lautwerk auf Kopf. Ich bin Dandori. Morgen Dandori, mehr Dandori. Komme Dandori. Ja, komme, was wohl Dandori. Komme, was wolle, Dandori kommt immer. Hä? Ist gerade ein Bug hier oder was? Freunde, macht keine Scheiße hier, ja? Dann fragen, was hier los ist. Hä? 5 ist einfach Buggy. Was ist denn das? Ja, so eine Sauerei. Mit was gehe ich da rein? Abgebrochen, ja, ist kein Problem. Oh, was sind das für ein Scheiß, Freunde? Dori Level 3, Eiswege. Das Wasser gefrieren, um Abkürzungen zu schaffen, okay.
Die Pikmin, Aufgaben, die sie mögen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Jetzt zeigen wir mir, dass du verstehst. Dandori. Dandori! Gib alles beim Dandori. Natürlich, gib immer alles beim Dandori. Denn Dandori ist alles. Dandori ist Leben. Dandori ist Liebe. Also mal gucken, wo ich überhaupt überall hin kann. Die stecken dort noch. So, die blauen können eigentlich trotzdem hier schon mal machen, weil die kommen ja so oder so durch. Da ist nicht so das Problem. Also, warte mal. Zwölf brauche ich hierfür. Das sind 2. Vielleicht gibt es noch irgendwie noch ein bisschen mehr, was er machen könnte. Dann von der anderen Seite her müsste. Ja, okay. Ja, wie kommen wir überhaupt hoch? Hä? Fies! Hier geht's hier hoch. Stetiger Fortschritt ist der Pfad des Dandori. So, bringt das jetzt eigentlich durch? Würde man mal interessieren. Ah, oben, ne? Aber auch Abkürzung geschaffen, gut.
So, ist noch dort beschäftigt. Ja, ich werde wohl das große Boot nicht mehr hinkriegen. Trick 17. Ich würde natürlich den vergessen, aber jetzt eigentlich schon relativ weit. Sagen die Zeit so, hat da hinten noch ein Pikmin vergessen. Hier ist noch. Was ist denn das für ein Schatz noch? Ah. Ich glaube nicht, dass er den in der Zeit noch schaffe, aber sicher das große Boot war wichtig. Ja, aber sagen wir es so, ansonsten. Noch ein bisschen besser sein können natürlich, das stimmt. Ja, also Gold wäre drin gewesen, sagen wir es so, wie es ist. Stimmt, die Gegner gar nicht angesammelt, hä? 2 Schwämme, einer war unter Wasser, einer war gerade dabei, aber ansonsten war jetzt nicht so schlecht. Unglaubliches Dandori, schockierend, ich bin geschlagen. Es ist Dandori, ich weiß nicht. Einerseits finde ich es cool, dass es diese Dandori gibt. Andererseits denke ich mir, es sind ja keine richtigen Bosskämpfe. Aber dann wiederum denke ich mir auch, hey, wir haben einen Untergrund. Denn das Pikmin 2, also im Prinzip dasselbe. Das sind auch deine Kämpfe, sag ich jetzt mal. Also insofern kann man es, glaube ich, hier ein bisschen ignorieren. Ein bisschen zumindest. So, Entschuldigung, muss gerade ein bisschen husten. Nee, nicht schon wieder das. Hatten wir schon mal. Obwohl, vielleicht war das irgendwie einfach ein Bug vom Spiel selber. Also einfach sagt, ey, du brauchst diese 3 Pikmin-Arten quasi. Jetzt geht's, das war vorhin auch vom Bug. Ochin? Wo bist du? Ah, hier. Eine Visitenkarte, weil etwas Preise gibt. Nein, natürlich nicht, das wissen doch schon. Oh nein. So, was sind der Rest der Pikmin? Ja, nee. Wir sind eigentlich alle hier haben. Eigentlich. Ah, jetzt. Gut, also haben wir das mal gemacht. Wir haben die Symbole, das heißt, da könnten wir eigentlich jetzt oder danach mal hingehen. Ich gucke jetzt gerade mal. Wenn ich wieder da hochkomme. Aber warte mal, hier haben wir noch ein Ding gehabt, ja? Eine Abkürzung. Ist eine Abkürzung ohne Ochin. Die Pikmin. Ja, doch mit Ochin, okay. Bisschen überrascht tatsächlich. So, Schätze. Ich würde sagen, wir nehmen trotzdem noch ein paar mit.
Ernsthaft. Der Scheißspinnen, ganz ehrlich. Die gehen mir sowas auf den Sack. So. Kann man die 6 sind jetzt unten. Sehr gut. Sonst sind ja hoffentlich keine Gegner mehr irgendwo in der Nähe. Jetzt mal kurz gucken, ne? Kann ich das Teil jetzt ablaufen lassen? Natürlich. Ah, Mist. So. Soll mitnehmen? Ja, der muss halt da jetzt durch, weil sonst kommen wir da nicht weiter. Ich will mir die Eiszwiebel holen. Ich will endlich Eispigment selber machen können. Und die Frage, warte ich jetzt mal noch, bis die soweit durch sind, oder... Was machen wir hier? Ich dodge ein bisschen selber auf Erkundungsmission, wäre auch eine Variante. Man hat die Kraft von 10 Pikmin oder sogar von 100 Pikmin, weiß gar nicht mehr. Das ist ein bisschen was könnte er noch machen unterwegs, falls er dazu kommen würde. Nehmen wir das Ding, ja, das kann er natürlich auch machen. Da oben ist ja noch ein Schatz, haben wir gesehen. Das sieht provokativ aus, das Ding hier. Tatsächlich. Als hätte ich es geahnt. So. Ansonsten soweit klar, hä? Schlafenszeit. Das Ding geht nicht, das ist für was anderes gedacht. Hat die Karte gedacht aktuell, hä? Dann haben wir hier schon ein bisschen was getan. Ja, ja, perfekt. Nehmen wir das Switchen. Und dann, ja, muss ich halt da rein, ne? Mein Otschen hat einen Feuerschutz, ich habe einen Feuerschutz, die Piggen müssen halt hier bleiben. Weil ich sehe jetzt auch nichts. Normalerweise würde ich es irgendwie hier machen, zum Beispiel. Die Gasflamme auszuschalten, aber das ist eher schwierig gerade. Das heißt natürlich, wenn ich auf Otschen drauf sitze, machen wir Flammen nichts aus. Ohne Flammenschutz hätte die Höhle nicht betreten können, da der Eingang in Flammen stand. Doch dann kam die Überraschung, denn ein anderer Teil der Höhle rennt an einen Kühlschrank. Und wir schaffen die roten Pikmin, Moos und Niches bis zum Ausgang. Alter, weißt du, wie fies? Ist mir echt eins abgekratzt, hey. Mann, oh Mann. Ja, komm. Moos zum Ausgang. Ja, was sagen die Zeit? Jetzt 44. Ja, dann lohnt es sich eh nicht mehr da reinzugehen. Das heißt, wir holen jetzt... Das machen den nächsten Part, vermutlich ohne Pikmin. Gehen dort rein, das heißt, wir gucken jetzt mal noch, vielleicht hier noch irgendwo ein bisschen was machen kann, weil ein bisschen was gäbe es hier, glaube ich, noch zu tun. Gleich mal kurz dahin. So. So. Sehr gut. Hier fliegt eben das Teil da vorbei, aber ich habe noch den Fett, wobei der, den sparen wir noch auf, bis wir mit dem blauen, sag schon, nicht blauen, mit dem Eispigmin was machen können.
glaube für alle reichen. Jo, perfekt. Dann können nämlich die mal noch, wobei es nur 5 Stück, aber immerhin, noch abkloppen. So. Schaffe ich's noch, bis er weg ist? Ja, ich schaff's noch. So. Dann haben wir das hier eigentlich auch. Wobei, die Markierung lasse ich mal noch für den Fetten da. Ich habe das Ding noch, aber einen Schatz kann ich eigentlich jetzt auch schon holen. Na egal, erstmal warten. Was los? Machst du wieder wach? Achso, ja gut, dann. Pff. Bis der hier drüben ist, ganz ehrlich, das ist man in der Map. So. Bitte mal mitnehmen. Wenn ihr es noch schafft, wäre cool, wenn ihr die auch noch machen könntet. Wobei, ich glaube, das wäre von der Zeit her knapp. Aber ja, das passt da vorne. Dann können wir in der nächsten Folge nämlich noch die andere Höhle machen. Müssen wir, weil sonst kommen wir hier nicht durch. Aber ich glaube, vielleicht liegt sogar drin, dass im nächsten Part nicht nur die Höhle macht, sondern direkt auch noch dieses Ding knacken. Wie heißt es schon? Den Durchgang dort. Den machen müssen, damit wir halt zu Olimar kommen. Den Tresor können wir fast schon sagen, ne? So, ihr holt euch die Dinger noch. Ihr bringt die 3 zurück. Dann passen wir noch wieder. Und dann, jo, fehlt der Schatz eigentlich noch. Nachher komme ich hier dann durch und das alles noch machen. Das ist nochmal ein Eingang, genauso wie hier. Aber seht schon, plötzlich Heldenversteck 30%. So schnell kann es gehen. Dabei habe ich eigentlich nur ein Danduri-Duell gemacht. Aber ja, wie heißt das so schön, niemals unterschätzt einen Danduri. Danduris Macht, Danduris Wille. So. Wir müssen natürlich ohne Ochin hoch, wie wir es ja auch schon kennen. Dürfte aber kein Problem sein. So, Höhle entdeckt. Hier oben hat er aber kein... Doch, er hat einen Schatz. Ist das vielleicht sogar eine Abkürzung, oder... Wie soll das funktionieren? Hm? Ah, dort sind die. Oh, Moss. Da muss man gucken, wie das funktionieren soll. Ich meine, hoch komme ich jetzt, das ist nicht das Problem. Mich wundert halt eher, wie ich denn dort überhaupt den Schatz abtransportieren soll. Habe ich irgendwo eine kleine Lücke übersehen oder kann ich mit genug Pikmin dann doch ein Ding noch zur Seite schieben? Den Reisekoffer, müssen wir mal gucken. Aber natürlich erst in der nächsten Folge, Freunde. Und ja, die Chance, dass wir Olimar in der nächsten Folge schon sehen, ist, glaube ich, eher gering. Wenn so ein Plan aufgeht, werden wir halt hier eine Höhle machen, uns durchzukämpfen. Das heißt, vor allem die Eiszwiebel holen. Das wird mir eigentlich sehr, sehr wichtig sein. Und dann noch die 1-2 Kreaturen für die Eispigmen abholen, wenn ich dann endlich mal ein bisschen genug habe. Sonst noch ein bisschen aufräumen auf der Karte und dann geht's weiter. Also muss ich erst über die nächste Folge machen wir das Tor auf. Und plötzlich 31%, Rettungen 1 von wie viel auch immer. Ein Eispigment verloren. Also das, was verbrannt ist, ne? Ja. Ich muss ja ohne Pigment machen, ganz vergessen.
Was ich ja Leuchtpigment gesehen habe, muss ich plötzlich an was denken. Ist schon eine ganze Weile her. Dass du gedacht hast? Ja, definitiv. Also zu Hause eines Tages gab angefangen zu leuchten. Es ging 3 Tage lang so. Oh Mann. Olimars Rettung. Ja, wir sind ja kurz davor. Ich meine, wir haben die Karten schon, das ist alles prima. Ich kann natürlich auch wieder irgendwelche Nachtexpeditionen machen, aber damit warten wir auch noch, bis wir dann ein paar haben, die es zu retten lohnt. So 5 sicher? Mal schon mal sagen. So. Gibt es jetzt gerade hier noch was zu tun? Wir haben 134 von den Dingern wieder, die wir gesammelt haben, aber ich glaube jetzt nicht, dass er hier groß was machen würde. Ochins Upgrades. Ich weiß auch nicht, ob er schon irgendwas Neues hat. Vielleicht oder nicht. Kraft habe ich schon alles gemacht. Den Mega-Hapser. Auch aber 3 Motivationspunkte. Also den Mega-Sprint. Dann haben wir natürlich auch Pflücken, Graben, Heilen. Graben 3. Ja, aber ich muss nicht unbedingt graben. Also irgendwie die Mega-Kraft und so, das ist cool. Aber der Rest so. Aber natürlich auch, ob das ein Indiz dafür ist, wie viele Leute es noch gibt zu retten. Ne? Wenn ich hier den Mega-Hubs 2 oder 3 Leute brauche, oder wenn man davon ausgeht, dass wir pro Rubrik, kann man fast schon sagen, ne? Pro Rubrik irgendwie diese Anzahl an Motivationspunkte brauchen. Mein Heilen fehlen nur noch 3 Stück. 3 mal 3 gebe 9. Hier fehlt noch einer, also 10. Ja, mal 3 sind 13. Und 3 mal 4, 12, 25. Dann nochmal 2 mal 6, also 31 insgesamt. 2 habe ich zwar noch, also 29. Also können Sie uns noch 29 Rettungen erwarten. Natürlich plus minus 1, 2 oder so, weil ich gerade vielleicht verrechnet habe. Das kann auch sein. Aber gut. Freunde, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Zurück bei Pikmin 4, das Heldenversteck. Ist langsam, aber sicher ein bisschen übersichtlicher. Und hoffentlich kommen wir nächstes Mal weiterhin gut voran. Bis dahin. Bye, bye.